Moin moin, hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Ich grüß ja düchtig. Hüt mal ein Betten Annes. 33 Jahre deutsche Einheit. Wort doch die Tiet vergeht? Na, da müssen wir aber erstmal ein Betten anstöten. Toll wohl. Oh, die habe doch ein Betten noch Geschmack. Einheit. Sind wir Deutschen eine Einheit? Sind wir in Europa eine Einheit? Diese Frage, die lässt sich gar nicht so einfach mit Ja oder Nee beantworten. In Mannschaftssport, wenn du dort keine Einheit bist, dann gewinnst du keinen Blaumenpott. Und in der Ehe, die letzte Einheit, da wart einmal mit Blaumenpott schmetten. So, und ich möchte ja nu zur deutschen Einheit ein Betten mit Zahlen beschmieden. Jawohl, genauer gesagt, die Staatsverschuldung. Die lässt mich nämlich nachts all nicht mehr schloppen. $2.400 Milliarden, das heißt, achte die 2.400, kommt noch negen Nullen. Mittlerweile ist doch die Anzahl von den Nullen all höher als die Anzahl von den Ministerämtern. Du weißt überhaupt nicht mehr, wer für welche Null tauschständig ist. Die 80 Millionen Bevölkerung ergibt die Pro-Kopf-Verschuldung durch 1000. Aber das hört sich eigentlich nicht mehr so schlimm an. Und nun kommt mir eine Idee. Was wollt, wenn jede Bundesbürger einen Bausparvertrag abschließen würde? Aber 30.000 und gibt das Geld dann Staat, denn wollt auf einen Schlag die Staatsverschuldung auf Null. Kosten für so einen Bausparvertrag? Monatlich 150 €. Und dann so eine Staatsschulden weg. Das heißt Christian Lindner, der kann ganz nicht kalkulieren und rechnen, Steuern senken, Mineralölsteuer, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer, das ganze Programm, der habt das all direkt. Ersparnis €200 im Monat. Und nun kommt die Überraschung. Da blieb 50 € im Monat über. Für jeden. Interessant, hat mir neulich so ein Wirtschaftsexperte erzählt, mit dem ich darüber schnackt habe. Aber ich leg da noch einen Rupp, weil interessant, das interessiert mich nicht. Phänomenal, das war der richtige Ausdruck. Jede Bundesbürger schluckt einen Bausparvertrag ab über 60.000. Dörtig 1000 kriegt wieder die Staat. Die anderen 30.000 in die eigene Tasche. Für die Wirtschaft. Das wird loben, das sage ich auch. Das wird explodieren. Kosten für so einen Bausparvertrag monatlich €300. Die 200 afteilen. Die Steuervergünstigung 100 € monatliche Belastung. Aber erstmal kriegst du 30.000. Das würde einen Abschwung geben. Ich sage auch das. Explodieren würde das. Ganz einfach, aber effektiv. Nun buchen wir noch einen, der das Christian Lindner vertellt. Für mich ist heute erstmal Schluss. Für Sport habt ihr überhaupt keine Tiet. Helmut habt wir noch, der kommt hier glicks, der steht an der Kant. Ich sag einmal Tschüss
Ich bin Jürgen Müller vom Plattkanal mit Düt und Dat. Vielen Dank, dass ihr ringkeken habt. Moin. Ja, hier ist Helmut. Ich habe doch, wann war das? In Januar mal was schreiben oder was vertellt über die Schnellbahntrasse, die hier von Hamburg nach Hannover geplant wird. Und als ich an die Deutsche Bahn schreiben habe. Und so lange hat er dauert, nur habe ich Post kriegen und das möchte ich auch mal verlesen. Moin Helmut. Das tut uns leid, dass wir erst nur auf den Schreiben von Januar reagiert. Kiek, Januar, so lange hat er durch. Aber wir haben hier in Berlin ein paar Probleme mit das Lesen. Als mit Hilfe von der künstlichen Intelligenz ist uns das nur glückt. Und so können wir die nur auch auf Plattdeutsch antworten, auch wenn das ein bisschen laut ist. Aber mit Tolat, das kannst du uns glauben, da kennen wir uns gut. Du hast das sicher all in Radio mitkriegen mit den Neubaustreck. Da war das nur erstmal nix. Also erstmal nix. Wir habt gesagt, hier nochmal komplett obrollt, auch weil du uns von den Bedenken mit den Streckenlöbes schreiben hast. Die haben wir ehrlich gesagt auch noch nicht bedacht. Nach Budenhen können wir das natürlich nicht so an die große Glocke hängen, weil mit der Gewerkschaft von den Streckenlöbes, da ist nicht gaut Kirschen edden. Wir habt einen Nauchage mit den anderen beiden Gewerkschaften. Wir sagt aber schönen Dank für den Brief, der für uns Anlass war, die Streckenplanung noch mal ganz neid zu überdenken. Falls du noch eine Idee hast, zu Stuttgart 21 und zu der neuen Bahnhof in Altona, die kannst du die gern mal wieder melden. Beste Gröten, Deutsche Bahn. Das ist doch einmal was. Da müssen wir noch mal einen nehmen. Ob Deutschland, ob die deutsche Einheit und ob die Deutsche Bahn. Zum Wohl. Wer denn mit Geschmack?